Lief Damen und Herren von der Presse, ich dürfe ich dann hier auf als Pressekonferenz begrüßen. Pressekonferenz, wo wir das Wahlprogramm für die Wahlen vom 14. Oktober vorstellen wollen. Von den Wahlen vom 14. Oktober hängt es auf, ob wir wie dann in den nächsten Jahren für Lützeburg geht. Der ADR wird an diesem Programm ein klarer Spruch schwätzen. Auch wenn Lützeburg für große Herausforderungen steht, fährt mir nicht für an dem Programm couragiert, aber vielleicht nicht immer so kamot Propositionen zu vertreten. Die größte Frage, und der auch all andere politische Entscheidungen hängen, ist die vom Wurstum. Das sind wir uns bewusst. Und froh ist, wollen wir immer mehr. Mehr Wurstum, mehr Suchen, mehr Vakanz, mehr großen Auto und so viel. Wollen wir aber auch mehr Stau, mehr Deier an mehr kleinen Wohnungen, mehr groß Rückstände beim Aufpassen von so wichtigen Infrastrukturen wie die Spitäler und noch Senioren und Pflegeheime. Sind wir uns auch wirklich bewusst, dass das so ein Wurstum auf Kosten von unseren Kanner und Kanzkanner geht, wo wir lo schon über die Lebensqualität klauen, aber wo wir Abweisungen haben. Nicht mehr spät wie vorgestern gouf bei der DP am Kader von ihren Ideen über das Wurstum froh von der Enteignung abgegriffen. An ausgeschlossen, so lange wie andere Moyen bestehen. Das erinnert den uns 2013, wo dieselbe Partei ein Haus von der TVA ausgeschlossen hat, so lange nach anderen Moyen da wären, und es hat mal kein Jahr gedauert, bis man TVA erhöht kriegen, ganz besonders am Logementsektor, war zu einer Verteuerung von 14% von allen lokativen Räumen zu Lützeburg gefeiert wird. Da der hat dafür dieses Programm auf ein Prämisse abgebaut. Der verantwortungsvollen Wurstum. Das heißt konkret, dass bei all größeren Unternehmen, die neu ans Land kommen soll, genau analysiert muss, ob das dem Land auch mehr Vorteile wie Nachteile bringt. Es Wissen, es Wasser und es Luft. Sie wertvolle Ressourcen, die nicht unendlich sind, an die es für Zukunft zu erhalten gilt. Neue Arbeitsplätze, andere wenig Chômage, das haben wir die letzten 5 Jahre gesehen, bringen aber mehr lang Stauen, mit sich, wo doch der öffentliche Verkehr so schon aus allen Nähten platzt. Es gibt in den Jahrzehnten Männer Wohnungen gebaut, wie da gebraucht. Es sind rund 11.000 Einwohner, die wir all Jahr hier an Land neu kriegen, und auch die Leute von hier grinnen neu steht, und brauchen Wohnungen. Aber wir bauen mal nicht 3.000 Wohnungen pro Jahr. Es gibt da wenigstens für die ADR eine einzige Lesung, die verantwortungsvolle Wurstum. Die Evolution aus den letzten Jahrzehnten stand Lützeburg auch schon für einen anderen großen Defi. Sozialkohäsion. Hält Lützeburg überhaupt noch zusammen? Geben wir heute nach solidarisch Stahlkrise aus den 70er Jahren vom letzten Jahrtausend durchstehen? Hält just der Reichtum vom Landeis nach zusammen? Was machen wir heute, wenn diesen durch eine andere Wirtschaftskonjunktur eine Gefahr ist? Da wenigstens ist es für die Integration immens wichtig. Und Integration kann für uns nicht mehr über den Lützeburger Spruch geschehen. Du wenigstens stimmen wir für eine Stärkung von unserer Kultur, Spruch und Identität. Wir setzen alles dran, dass die verschiedenen Kulturen nicht Land leben, mehr mitnehmen. Es muss aber auch so bleiben, wie bald 80% von den Lützeburger das am Referendum verlangt haben. Dass Lützeburger selber an der Länge über Zukunft an hier Vertreter an der Chambre bestimmen. Ein weiterer Pilier von unserer Zukunft ist die Familie. Auch hier setzt die ADR an ihrem Wahlprogramm Schwerpunkte. Beim älteren Geld setzt die ADR sich dafür an, dass Familien die reelle Choix kriegen, ob sie ihr Kinder daheim erziehen wollen oder sich für ein Creche entscheiden. Mit diesem Programm wird die ADR kein Wahlkado verdelen und auch nicht mit der Strenz über Land ziehen. Wir werden da helfen, wo not das. Lützeburg braucht nicht nur die Sternen zu greifen,
mit Land verdient eng verantwortungsvoll Politik für verantwortungsvollen Wurstum. Dafür als Slogan, stimmt für Lützeburg, ADR. Für Schluss zu erklären, wie wir 4 fuhren, wie, dass man nicht wie die anderen Parteien nicht 6-mal hier rufen will, für ein kleinen Tranche zu gehen, wo wir gedacht, wir präsentieren nicht das gesamte Wahlprogramm haut, ihr seid also beruhigt, ihr könnt die nächsten 10 Rendezvous streichen. Wenn wir fanden, dass wir auf 70 Seiten, oder wie viele Seiten sind, ich meine, bald über 70 Seiten, genug Brot tun, was den aber auch resümieren kann. Und wir haben das abgeteilt und schwätzen gleich verschieden von den Leuten, die hier 100 Mal stehen. An Ufenke gave gleich den Fred Kolb, den über das Wurstum schwätzt am Allgemeinen. Aber wie das Wurstum den Hauptkapitel ist, von der Evaluierung haben wir das nach an 4 anderen Kapiteln abgeteilt. Einkehr über das Logement, das ist dann der Roland Hutsch, den drüber schwätzt, über die Mobilität, den Dan Hardy, über Staatsfinanzen am Kader vom Wurstum Sylvie Michel, über Pensionen de Michel Lemaire, weil hin muss auf 40 Jahre hoffen, dass es nach Pensionen geht an diesem Land. Und da kommen wir auf das nächste große Kapitel, wo ich für schon geschwärzt habe, Familienpolitik, das geht dann eigentlich von Sylvie Michel präsentiert, Schulpolitik von Michel Lemaire. Ich habe gesehen auf Facebook Leute, die sich gefreut hat, wenn Qualifikationen hat. Ich kann nicht beruhigen, nur der Master. Und dann schwätzt natürlich über Integrationsspruch Lützeburg. Wir können da nicht drüber schwätzen, wie der Lucien Welter, der Mann von der Petition. Und last but not least, über die Asylpolitik, Dan Hardy. Ich gebe dann den Fred vor für uns fängt. Merci, Jean. Ja, die Damen und Herren, liebe Journalisten, schmengen den Jean-Chaussutscherball. Vieles gesagt zum Wurstum. Ich probiere das dann ein bisschen zu ergänzen. Ich bin schon ganz froh, dass ich kann über den Wurstum schwätzen, aber besonders über den unkontrollierten Wurstum, den wir die letzten Jahre hatten, dann für zu präzisieren über den unkontrollierten Bevölkerungswurstum, weil das ja schließlich den, wo es geht. Ich will auch dazu betonen, dass für 3 Jahre hatte mir als wie 2050 als Ziel gesetzt, den unkontrollierte Wurstum zu thematisieren und an die öffentliche Debatte ranzusetzen. Da der zu derselben Zeit hat das auch angefangen und das reicht auf die Initiativen hin, wo das ein Thema ging, also in der öffentlichen Debatte, also viel drin, könnt ihr nur gucken, als ganz wenig darüber geschwärzt, mit Ausnahme vielleicht vom Movie-Code, den der mal heinst du geschwärzt wird. Praktisch alles Probleme hier am Land von einer Ursache, das ist ein unkontrollierter Wurstum. Ein ganz gutes Beispiel ist, das hat man gesehen, auch beim Verkehr. Wir haben pro Jahr praktisch 20.000 Leute mehr am Land, das sind da 13.000, die beikommen durch die demografische Evolution, Migration und Geburtenüberschuss, und dann errenkt 12 Frontalien. Ich meine, das klar, dass von so ein Zahl, die was zuhält, dann geht es nicht mehr durch mit den Infrastrukturen, die wir haben. Wenn ich per Zahlen kann nennen, dass ich so 13.000 Leute pro Jahr, die beikommen, da möchte Bevölkerungswurstum von ungefähr 2,3% pro Jahr. Wenn ich lo 4 gefrechten und so, mir vor weiter mit 2,3% pro Jahr, da sind wir am Jahr 2050 zu über 1,2 Millionen Affen. Und so weiter geht viel lo. Tisch wie 100 Moment, etwa die nennen Demografie eine Bevölkerungsexplosion, eine Explosion Demografik, die daneben die Probleme mit sich bringt, Velo de Verkehr, andere Probleme dann, die man fanden natürlich, das dann die Umwelt, Zubetonierung an den letzten 30 Jahren, als hier am Land mehr Fläche so betoniert gehen wie an denen 2000 Jahren für drun. Wir haben einen Infrastrukturmangel, es fehlt da ist mit Problem mit der Wasserversorgung, wir haben Probleme, kriegen wir immer mehr mit genug Betten an die Kliniken. Wir müssen alle Jahre für Not kommen, die ganze Lycée bauen für 1500 Schüler, die ganze Lycée kostet 100 Millionen Euro. Wir müssen die Lycée besetzen mit Profen, wir haben einen Mangel an Personal, wir haben genug Schulmeister, wir haben genug Polizisten, wir haben genug Soldaten, wir haben genug Richter und so weiter und so fort. Wir haben ein Problem natürlich auch mit Wohnungen, ein
Not kann ich so, die am Anfang dadurch entsteht, nicht unbedingt, weil Doffer lo klein ist, mir am Anfang, weil Nofro immens stark ist, und Nofro könnt natürlich durch den starken Wurstum an das Problem aus dem, dass man einen Konkurrenzkampf von, wo dann die Schwerteren erleiden, weil die müssen dann eventuell über die Grenze gehen, da gehen zu Frontalien, während es dann ersat gehen durch eine mehr isolierte Population, für das man im ganzen Land Phänomen von der Gentrifikation auf Kästen von denen Schwachen. Weiter frohe stellen sich, wie gesagt, am zu Summe leben, wenn wir so weiterfahren, da werden wir ganz schnell an einer Minorität sind, da sind wir mal man die Fortschritt nicht zu beholen. Und da stellt sich natürlich froh, wie will man heute zu Summe leben, dann schmengen, wenn ihr gesagt, wie Tendenz ist, da lief das Metro raus, dass man dann lernt den leben und nicht mehr Madden leben. Trotzdem wirst du einen starken Defizit am Budget, was eigentlich nicht zu verstehen ist. Aber wenn ihr Kind so ein Jahr mehr leistet, wir brauchen die Wüstung für Rente können zu bezahlen. Ich meine, da ist es so, dass das just Problem nur Hanne verlagert. Wenn wir 400.000 Leute hautstag schaffen, dann brauchen wir die für die Pensionen zu bezahlen, werden wir 1 Million Leute brauchen und so weiter und so fort, sodass wir da in einer Wüstungsspirale sind. Und am Endeffekt werden als Kanner, die Probleme müssen lesen und das werden sie nicht fertig können bringen. Dafür muss man schon wie weit denken. Wie gesagt, also der Wüstung, die Ursache von ganz vielen, von den meisten von unseren Problemen. Aber wie kann ich da aussetzen, für eine Lösung zu finden? Der Punkt ist den, für wer tun wir das? Wir schaffen pro Jahr hier am Land ungefähr 15.000 Arbeitsplätze. Wir brauchen natürlich auch Arbeitsplätze. Trotzdem bringen wir nicht fertig, für als Arbeitslose da unterzubringen. Wo ich schon mal froh stellen. Wir haben aber par rapport zu den 15.000 Arbeitsplätzen, die wir schaffen, just 6.000 Kanner, die an einem Jahrgang bei uns auf Feld kommen und aus der Schule rauskommen, sodass wir also bei weitem geht und nicht durch, sodass wir angewiesen sind, ob Frontalien an eben darauf für Leute auf Lützeburg zu delokalisieren, für dann die Arbeitsplätze anzuholen. Aber genau da muss ich eben dann anfangen, sich vorzustellen, muss man wirklich all Betrieb wie viel schon gesagt, hier plötzlich ranholen. An den zentralen Punkt, dass den wir fördern und den wir werden auch umsetzen, dass wir eine Impactstudie machen bei allen Betrieben, die noch plötzlich könnt, gucken, was aus unter dem Strich für Reiste positiv, aber das negativ. Aber wenn negativ ist, da sollen sie nicht kommen, wenn positiv ist, da sollen sie kommen. Ich will euch auch ein konkretes Beispiel geben. Wenn du ein Betrieb plötzlich willkommen, an den profitiert schon heute, geht schon gelackelt durch steuerlich Vierdeler, der Tisch, den bezielt eventuell wenig Steuern, die stellt dann Leute an, die sowieso nicht aus dem Land sind, die also müssen auf Frontalien sicher gehen oder Leute delokalisieren, und plus bezielt den Leuten den Mindestlohn. Der Tisch, du hast den unter dem Strich negativ, weil die Leute bezahlen gar keine Steuern. Die bezahlen wenig Kotisation. Auf der anderen Seite muss der Staat für die Leute Kammergeld buchsen und so weiter und so fort, Krankheits- und nur Pensionen bezahlen. Sodass es finanziell für uns ein negativ Geschäft ist. Und da muss ich natürlich auch nach die Sache gucken, umwelttechnisch, verkehrstechnisch, sozial, ob das Sinn macht. Aber wenn keinen Sinn macht, dann muss man auf keinen Fall die Betriebe encouragieren. Wir müssen da gucken, dass die dann nicht kommen. Gleichzeitig geht es dann darum, wie auch gesagt, dass wir abhalten, mit einem Gießkannenprinzip zu schaffen, und dass wir, und das machen wir am Programm eigentlich, wir versprechen, ob ich zwar Fall kein Kadoen, aber wir versprechen zum Beispiel auch kein Steuer an Rufsetzungen. 1 Million Leute machen als Lebensqualität hier am Land ob lang die kurzfristige Zeit, wo das soll geschehen, Futti, und 1 Million Leute leben Highlandischen nehmen, und nicht wie Matten nehmen, und dafür ist für uns klar, wir wollen gehen, und wir werden alles dafür machen, dass wir nicht so schnell so weit kommen. Voilà. Alle erwähnen uns. Nee, es sind nicht auf der falschen Pressekonferenz sein. Es schon lange Zeit von meinem Leben zu Dietling gewohnt, sind da geboren, schon meine Wurzeln da. Und ich habe selbstverständlich noch immer zu meiner Stadt und zu meinem Verein. Auf 50.000 Lützburger, die wohnen nicht mehr hier am Land, die sie forciert am Ausland zu wohnen am Moment. Vielleicht sind da denen 50.000 auch, das als 6. Lützburger. Vielleicht sind da auch drinnen, die das freiwillig machen.
Mit sind da ganz sicher drinnner die Levergängen daheim wohnen. Und nun die denken mir bei unserem Weltprogramm auch. Das klar, wenn man 10.000 Lützeburger am Ausland wohnen, weil sie hier am Land keine Wohnung fanden, dann ist das ein Skandal. Und da rechnen wir die Lützeburger nicht mit, die hier am Land wohnen in prekären Bedingungen, a ganz kleine Wohnungen, teilweise über Kaffeen und auf anderen Plätzen. Ein Drittel vom Land sind am 19. Jahrhundert ausgewandert. Und ich meine, ich brauche nicht zu zählen, in welchen Konditionen das geschieht, aber welche Armut damals hier am Land geherrscht wird. Aber das ist ein Skandal, dass haut noch einmal Leute an einem von den reichsten Ländern von der Welt müssen auswandern. Weil Emigration, das ist immer ein Zeichen für das erste Mal von Armut. Was soll ich machen? Jahr für Jahr kommen 11.000 Einwohner an unserem Land bei. Das könnt ihr am Stadtteil lesen, das steht da. Jahr für Jahr bauen mehr Lützeburger an, das ist mich schwer am Stadtteil zu finden. Jahr für Jahr bauen mehr Lützeburger Männer wie 3.000 Wohnunitäten bei. Den Defizit, den muss man irgendwann abgefangen kriegen. Das ist kein Wunder, dass in so einem Defizit Preise für Appartementen, für Häuser und für Terrain explodieren. Aber bei diesen Preisen, da gibt es eigentlich eine prioritäre Solution. Wir brauchen hier im Land viel mehr lokativ-Sozialwohnungen und das muss die ewige Priorität sein. Da stellt sich natürlich die Frage von der gerechten Verteilung. Da der fragt schon lang, dass die Wartelisten, die bestehen für eine lokativ-Sozialwohnung, sollen transparent und klar sein, dass die Leute, die also eine Wohnung brauchen, oder die mir eine Großwohnung brauchen, weil hier kann man mich groß gesehen oder aus anderen Umständen, dass die ungefähr wenigstens zeitlich sich können festlegen, wenn sie die Wohnung kriegen. Die Verteilung von so Wohnungen ist natürlich extrem kompliziert durch Bedürfnisse von den Leuten, die sie brauchen, die ja rennen, wie gesagt, mit 2 kleinen Kindern kann ich mit 2 Schlafzimmern auskommen, wann kann er mich groß gehen, wenn doch nach ein Mädchen sind, dann geht das viel mehr kompliziert. Geografisch Unterschiede spielen natürlich auch. Die Leute, was sie schaffen, wollen ja auch nicht 30, 40 Kilometer von ihrer Arbeit weg wohnen. Sie müssen da wohnen, wo die Arbeit ist. Und das ist natürlich der Wunsch von der Politik haut, dass eine gewisse Mixität da ist. Also Ghettoen kommen auch nicht auf froh, und das möchte dann der Richten an Planen und Gestion von so Wohnungen auch nicht mehr liegt. Mehr auf einer Werdelist, da geht es der Rheino. An der Rheino, das heißt, dass die Leute, die sich für dich gemeldet haben, dass die auch eine Chance haben, bei den Nächsten sie für eine Wohnung zu kriegen. Außerdem hat der Lützeburger Staat eine besondere Verpflichtung gegenüber von Lützeburger und von Residenten, für das die sollen eine Wohnung kriegen. Das ist also kein Sozialneid, wie verschiedene Leute so, wenn wir nur eine gerechter und transparenter Verteilung freuen. Das ist einfach die verdammte Pflicht und Schuldigkeit von unserem Staat, sich um die Lützeburger an den Präsidenten zu kümmern. Als Großeltern, als Eltern hun, weil sie viel geschafft haben, und ich komme aus dem Minnet, dass sie Überstunden geknüpft wäre zu machen, aber sie konnten sich immer irgendwann etwas Eigenes leisten. Und das etwas Eigenes, das war immer so Ziel von allen Lützeburger Familien eigentlich. Das haut nämlich dran. Nicht für Schmelzarbeiter, bald nämlich für Leute aus der gehobenen Mittelschicht. Es gibt ein finanzielles Abenteuer, wenn sich haut ein Haus, ein Appartement will kaufen. Aber wenn ihr eine Zentral will kaufen, sie wird das an den Ballungszentren am Süden oder sie wird an der Stadt, dann ist es wirklich eine finanzielle Aventur. Das Leute müssen natürlich auch geholfen kriegen, und ich meine, an unserem Programm von der Usatz, wie ihn das kann machen, und wir haben uns das ganz gut evaluiert, auch mit innovativen Mitteln, weil den Amphithiotik ist für uns keine Solution, wir proposieren am Platz das Konzept vom Portage Foncier. Der Portage Foncier als eine Manier für dich sein Haus aufzubezahlen, an Dono und zu fangen, wenn die Last nicht mehr so groß als sein Terrain. Wir gehen auf alle Fall proprietär von seinem Terrain, und es muss nicht nur 50, 90, 100 Jahre
de Kanner soen, weil dat do waret, dat as ne méi Ukrainer Leiit. An der ganzer Diskussion Wohnungsnot, wie de Fredet genannt huet, dann dats de richchten Term dafür as Privategentum och immer mat an der Diskussion. Mehr als Partei mehr respektieren Privategentum anfällt als net an, engem Appes wäsch zu holen. Für eis as keine Solution, wie de Fraktionschef von der Sozialistischer Partei et mal ugedeiht huet, den huet et wohl ugedeiht an net ausgeschwert, dass ein Notstandsartikel aus der Verfassung geholget für de Wohnungsproblem zu lesen, weil Wirklichkeit hecht dat jo Expropriation. Für eis könnt Expropriation net afro, mehr liefern an eisem Wahlprogramm auch Mitteln für de Proprietäre von Terrain, von Wohnungen, von Häuser, einen Urreiz zu gehen, dass sie ihre private Besitz hier gehen, dass sie verkaufen, dass sie nutzen oder nutzen lassen von anderen Leuten. Wohnungen, Wohnungsbau sind extrem traurig, wenn ich als Kapitel an einem Wahlprogramm muss lesen. Jahr für Jahr gesagt den Hai, mit Zule belucht, wie die Regierung Steck für Steck versucht wird. Wir haben ein Defizit in Wohnungen, nicht am Allgemeinen, wir haben ein Defizit all Jahr, dem mir groß geht. Schuld unter aktueller Situation als nicht die Wursten. Die Wursten ist Ursache. Mehr Schuld sind all die Regierungen, von denen, ich gehe mal so in den letzten 50 Jahren. Und das sind nicht nur Gambia-Parteien, sondern das ist auch CSV. Merci. Voilà, guten Morgen alle. Also schwarz ein bisschen zur Mobilität, das war als Förderungen sind. Also etwas mal direkt für Wäsche. Und die Mobilitätsprobleme am Land können man nicht mehr lösen, wenn man auf unmusische Wursten verzichten. Denn das klar. Also Sache Mobilität muss auch Diversität gefördert gehen, und das sowohl beim Individualverkehr, dem öffentlichen Transport, an der Dusser Mobilität. Dabei ist doch wichtig, dass der Individualverkehr nicht durch ideologisch Schikanieren manipuliert wird. Meine Partei wird dafür sorgen, dass den öffentlichen Transport gratis ist. Eine positive Maßnahme, die die Leute natürlich dazu encouragieren soll, für öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Der Beruf vom Schaffner respektive Controller bleibt aber weiterhin bestehen. Das sind informiert Passagiere ersucht für einen guten Auflauf vom Trajet. Bei Reisebündern. Kapazitäten müssen weiter ausgebaut gehen, da die Ersucht für die Umsetzung von einer direkter Verbindung zwischen der Spellwall und der Stadt, auch der Monorail kann dabei envisagiert gehen. Da müssen international Zugverbindungen mit Lützeburg stark verbessert gehen, 4 am Platz 2 TGV-Verbindungen pro Tag auf Straßburg. Bei den Bus, hier proposieren wir eine komplett neue Organisation von den Busresoen, Ziel aus mehr Zuverlässigkeit und dann Anhalten von hohen Frequenzen auf den Hauptstrecken. Was an den Flughafen angeht, da gibt es 4 Regelungen für die Nutzpflicht verschärft. Und die Sicherheit im und rund den Flughafen wird auch weiter verbessert. Bei den Straßen dann. Nordstraße wird auf 2x2 Spuren ausgebaut, die Autobahn zwischen Diedling und Stangenfurt auf 2x3 Spuren. Dann noch der Bau vom Boulevard de Merel und der Bau vom Contournement von Kersching, Diepisch, Hesper und Irstenach. Das setzt meist dafür an, dass Schluss mit unsinnigen und ideologischen Dieselbashing ist. Gefährer mit wenig Emissionen gehen natürlich über positive Maßnahmen unterstützt. Bornen für die Doppelung von Elektrogefährern müssen standardisiert gehen. Mobilitätskonzepte wie Carsharing und Carpooling gehen gefördert. Bei der Radarkontrolle muss Marsch bei 10% von der vorgeschriebenen Vitesse liegen. Damit stellt er sich noch stark gegen die deloyale Konkurrenz und Sozialdumping am Transportsektor. Als Sachen Mobilität schlussendlich müssen die nationalen Velospisten endlich in der Nähe vernetzt gehen. Am Sinn von der Sicherheit von den Cyklisten wird der Autorisation, dass 2 Velosfahrer dürfen neben fahren, zurückholen. So nicht mehr. Und da kommen wir zu den gesunden Staatsfinanzen. Das Budget von unserem Zentralstaat weist auch an Jahren mit strammem Wachstum Defizite ab.
Die Investissementer für de Wurstum zu gerieren, sie bei weitem méi heich wie Tressetten, die diese Wurstum aus dem Land bringt. Wir haben quasi all Jahr 3,5% Wurstum an der Moyenne, aber wir machen seit 2003 all Jahr ein Defizit am Staatsbudget. Bei einer guter wirtschaftlicher Konjunktur stellt DDR nimmen équilibriert Staatsbudgeten op, a mischt kein Neuschuld. Dafür gehen unter anderem op unsinnig Depensen an Deutschland verzicht. Dort fallen die Verweisungen für statistisch als einen CO2-Ausstoß zu verkleinern, indem man an die baltischen Staaten Quote kaufen gehen oder disproportioniert Beiträge an eng aberzuell internationale Institutionen, wobei Lützeburg proportional an zum Deel an absoluten Zöllen viel mehr legt wie andere mehr groß erreichte Länder. DDR wird den Zukunftsfonds nicht über Emprunt finanzieren, was sowieso keinen Sinn macht. Den Zukunftsfonds wird beibehalten, aber exklusiv über eventuell Überschuss aus der Konto finanziert, sowie von außergewöhnlichen Recetten vom Staat. Die Investissementer gibt prioritär für die Bereiche Logement, Mobilität, Schule und Gesundheit angesetzt. DDR hält Funktionamenskosten an den anderen Bereichen auf einem niedrigen, aber gesunden Niveau, ergreift Möglichkeiten von der Digitalisation auf, für den Staat mehr effikaz zu machen. Mit der ADR gibt es weder Neusteuern oder Taxen nach Erhebungen von denselben. Die Steuertabelle wird regelmäßig und die Inflation angepasst. Den innerste Palier von der Steuertabelle wird so festgelegt, dass keine Steuern um Mindestlohn auffallen, wird regelmäßig und Erhebungen vom Mindestlohn angepasst. Der DDR passt Steuerklasse 1a so an, dass die Ungerechtigkeiten aufgeschärft gehen. Hauptsächlich gucken wir die Ungerechtigkeiten bei den Wittleuten an andere Ungerechtigkeiten, wie zum Beispiel bei verschiedenen Längerziehenden, gucken wir auch. Die verschiedenen Steuerabattements gehen analysiert. Grundsätzlich sollen die Abattementer an einen Steuerkredit umgewandelt gehen, für so alle Bürger gleich zu behandeln und für auch Leute, die kaum Steuern bezahlen, integral von denen Begünstigungen profitieren zu lassen. Da der lässt Toren von der Erbschaftssteuer, wie sie sind, erfährt doch keine neue Erbschaftssteuer an erster Linie an. Da der Erbschaft Grundsteuer, den Impôt foncier, auf, aber ersetzt diesen durch eine adäquate Steuer auf Bauland, das Bruchleid. Terrain, die für die Kanner reserviert sind, ein Terrain pro Kant, gibt von dieser Steuer aber nicht betroffen. Bei der Besteuerung von den Betrieben muss die Stabilität auf länger Zeit Priorität tun. Bei der Besteuerung muss am Vergleich mit dem Ausland auf Kompetitivität von den Lützeburger Entreprisen aufgepasst gehen. Selbstverständlich dürfen ausländische Entreprisen als Neubetriebe auch keine größeren Avantagen auf angesehenen Betriebe kriegen. Den Taux d'affichage bei der Betriebssteuerung muss dem internationalen an speziell europäischem Kontext Rechnung drohen, für das Lützeburg als Standort konkurrenzfähig bleibt. Die Kommunalgewerbesteuer, den Impôt commercial kommunal, wird für das ganze Land harmonisiert. Schlussendlich kriegen Steuerverwaltungen die nötigen Mittel für eine Reihe Vorgänge zu automatisieren und so mehr Personalressourcen auf den Steuerbetrug und dann Anziehen für fällige Steuern zu setzen. Ja, die Damen und die Herren, auch grad bei den Pensionen weist sich als Aufhängigkeit vom Wurstem an als ein aktuelles Pensionssystem also sich so abgebaut, dass es zu einem ungesunden Wurstem zwingt. Das heißt, wir haben quasi einen Schneeball-Effekt. Was wollen wir machen? Prinzipiell, da die DDR verdedigt das Prinzip vom Umlageverfahren, das heißt, dass Pensionen gefiedert an ausbezahlt gehen mit dem, was Leute abbezahlen. Wir so ein Parameter vom Pensionssystem muss regelmäßig überprüft, aber nicht angepasst gehen. Ein klar außer die man machen, wo man nicht können missverständlich interpretiert gehen, dass das man so mit der ADR gibt keine Pensionskürzungen und es muss kein mehr lang schaffen gehen,
wie das aktuell der Fall ist. Eng Stellschrift, die man hun, das den Tod de Cotisation, hier muss sich die Politik mit den Vertretern vom Salariat, a Patronat und ihn durchsetzen, an gucke für Lesungen zu finden beim Tod de Cotisation, wo man ganz klar sagen, dass der jeweiligen Undeel für den Salarié, den Patron an den Staat dieselbe bleiben muss. Dann den automatischen Ajustement ob die Pensionen von dem Deel von der Pension, den iwwer zweimal den Mindestlohn leiht, werde mir degressiv berufsetzen, heimmer dat immer keinem wei, die Kleinportemonnaien bleibe geschont, an awer hummer do substanziell Erspurungen. Da werden wir Alternativfinanzierungsmöglichkeiten vom Pensionssystem systematisch op de Lehrstuhlen an überprüfen, an auch natürlich op Umsetzpaket überprüfen. Dann fördere vu freiwilligen Zusatzpensionen über gesetzlich a steuerlich Maßnahmen. Und hier wird mir die Plaffung vom Freibetrag von 3.200 € auf 4.800 € herabsetzen, wobei dann die 1.600 € Differenz, die wir haben, als Steuerkredit können güllegelos gehen. Und das sind sich alt nie eng Maßnahmen, die auch den Leuten mit einem kleinen Portemonnaie, also den Leuten mit einem kleinen Portemonnaie zu gut könnt. Und hier encouragieren wir Leute, die auch mit kleinen Einkommen sind, sich zusätzlich bei der Pension versichern zu lassen. Dann kommen wir bei dem Kapitel, was unter der Überschrift steht, viert Familie als viert Kanner. Da der als für eine Familie an kannerfreundlich Gesellschaft regelt Familie an den Zentrum von ihrer Politik. Wir setzen es an, für das all politisch Initiativ ob hier Auswirkung auf die Familie geprägt wird. An Eisen an als all Unterstützung für die Familie, besonders für die mit kleinen junge Kanner, die besten Investiment für die Gesellschaft. Da der verdedigt Rechte vom Kant für seine Originen zu kennen, aber bei seinen biologischen Eltern respektiv Adoptiveltern abzuwissen, so wie die Kannerrechtskonvention dadurch vorgesehen. Pap und Mam sind allen zwei wichtig für die Entwicklung von einem Kant. Und dafür refusiert der DDR künstliche Befruchtung post-mortem, also wo eine künstliche Befruchtung nur im Tod vom genetischen Pap vorgeholget. Für gleichgeschlechtliche Koppeln will der DDR ein Pax, den dem Bestiertnis ugeglach ist, außer bei den Familienrechten. Es darf auch kein PMA, Procreation médicalement assistée, für gleichgeschlechtliche Koppeln gehen, an der ein älteren Teil von 4 Jahren aus dem Kant seinem Leben soll ausgeklammert gehen. GPA, Gestation pour autrui oder Leihmutterschaft, muss verboten bleiben. Es darf keine Kommerzialisierung von der Puppelscher gehen, sieft dat heim oder iwwer dem Wehr an d'Ausland. Kannerbestietnisse, wo Partner Manner wie 18 Joer huet, gin net zougelos, a wann so Bestietnisse am Ausland geschloss goufen, gise zu Lützeburg net unerkannt. Polygamie gëtt och zu Lützeburg net unerkannt, och was se an andere Länder legal ist. Sie gëtt och bei enger eventueller Familienzusammefeierung net berücksichtigt. Wir wollen mehr Kanner, die heute zu Lützeburg geboren sind, und mehr Kanner, die heute an die Schule gehen, für die Zukunft von Lützeburg zu sichern. Am Gegensatz zu der aktuellen Regierung setzt der DDR sich für eine natalistische Politik an. Der DDR wird dowenst Kannergeldnis indexieren und auf dem Niveau 2015 bringen, indexberechtigt selbstverständlich. Kanner gedrem no der Unzahl Kannergeld gedrem no der Unzahl von de Kanner gestaffelt. An Kannergeld gëtt net besteuert. Betreiungskosten für Kanner an enger Crèche, Maison-Relais oder ähnliche Strukturen beläufen sich auf über 2.000 € de Monat. Checkservice ginn durch d'Ältregeld ersat. D'Ältregeld gëtt ausbezahlt sowohl an Eltern, die hier Kanner aus Strukturen oder bei enger Daresmam wëlle versuchen lose für schaffen zu gehen, wie auch an Eltern, die daheim bleiben wollen, für hier Kanner selber zu versorgen, respektiv und die Eltern, die im Mix zwischen den 2 Optionen wollen machen, an Teilzeit wollen schaffen können. Es geht nämlich darum, dass die Eltern den Choix haben.
an net gezwungen sinn schaffen zu goen, obwohl se lewer weten daheim bleiben, wie hier Kanner selber zu erzählen. Älteren sollen op ke Fall dazu forsäiert gehen, Kanner an enger Kräch versøgen zu lassen, weil finanziell oder ideologisch Kontranten dat ginge verlangen. Den älteren Deel, den daheim bleibt, muss sich an der Pensionskäse versichern, so as dann auch sicher gestalt, dat hier am Fall von enger Schädung egen Pensionsrechte huet. Am Gegensatz zum Kannergeld gëtt d'ältere Geld von einem Gesamtrevenu vom Staat von 2-mal dem Mindestlohn un besteuert. D'ältere Geld gëtt von der Geburt vom Kind bis zur Erschöpfung an de Sekundär ausbezahlt. Aber bei Kanner mat spezifischen Besoin gëtt d'ältere Geld so lang ausbezahlt, wie d Kind daheim versorgt a gepflegt gëtt. Mit eisem ganz generösen ältere Geld kriegen d'Älteren eng reell Möglichkeit für daheim bei ihre Kanner zu bleiben. Zu enger guter finanzieller Situation gehört nicht nur ein ältere Geld, mehr auch eng vernünftige Steuerpolitik. Grundsätzlich dürfen Familien, die besteuert oder gepackt sind, nicht mehr schlecht wegkommen wie Koppeln, die ohne Kontrakt zusammen wohnen. Für Mammen, die kein eigenes Recht auf eine Pension haben, gëtt Mammerent nees vu 60 Joer hunn ausbezölt. Krächen sinn een Element vun der Kannerbetreiung, dat der DDR echt hält. Mir halen drop, dat d'Konditionne vum Agreement agehalle ginn, so wie auch de Schlüssel vu qualifiziertem Personal. Für den Agreement zu kreen, muss Personal angestalt ginn, dat Lützeburg kann oder et leiert. Lützeburger Spruch muss auch ein Kondition am Erbschaftskontrakt von denen Leitzen, wann den an so Betreiungsstruktur schafft. Dafür soll den Erbschaftskontrakt annulliert gehen, wann die Betroffene kein oder nicht genug Fortschritte möchte, für Lützeburg zu lehren. Weil für die DDR muss Lützeburger Stimmgangsspur an de Kräche sehen, an denen Kanner ja solle für und allem ein gemeinsamen Integrationsspruch lehren, und zwar Lützeburg. DDR wird d'Experimente o klenge Kanner, die schon an der Kräch und am Prekos sollen Französisch lehren, rückgängig machen. Wenn ich lo wild als Familienpolitik zu Summe fassen, da ging ich so in DDR als do für die Familien. Sie sind Kehrzahl von der Gesellschaft, aber was Kanner angeht, verdedige mir Trächter vom Kant, agi keinem Recht obekannt, weil Kant kann niemals eng vorsehen. DDR bleibt diesen Ausdruck treu. So, da kommen wir zur Schulpolitik. Ich betone, dass Schulpolitik und sich die Kehrbereich ist, wo man wirklich eine Gerechtigkeit an der Gesellschaft können herstellen, weil Solomon Kanner, die aus Manner gute Verhältnisse kommen, können durch eine erfolgreiche Schulpolitik ein erfolgreiches Leben feiern. Da stellen wir wirklich Gerechtigkeit hier an. Es gibt auch natürlich einen direkten Zusammenhang zwischen einer erfolgreicher Schulpolitik und einer erfolgreicher Gesellschaft. Wir haben uns sich die Kehrforderung, die man so, dass man den Schüler eine Chance muss geben für ihre Zukunft, an dem man sie gut vorbereiten an der Schule. Und das geht just an einer Schule, die Niveau Erleichtung fördert. Den zweiten Punkt ist, dass man gerade zu Lützeburg mit denen viele verschiedene Nationalitäten, die man haben, die hier am Land zusammen leben, eine besondere Verantwortung haben, dass Schule und sich Basis ist, wo die soziale Kohäsion hier gestaltet wird. Wenn an der Schule Schüler gleich Madene leben, da werden so an der Gesellschaft Madenen, aber wie es vorhin angeklungen ist, nicht lernen leben. Aber genau das, also in der letzten Legislaturperiode systematisch in der Gröfe gehen, wir haben eine Schule, wo das Niveau konstant über die letzten Jahre, und ich so bei Jahrzehnten aufgegangen ist, für ein paar Beispiele zu nennen, an der Primärschule Nacherzählung als aufgeschafft, in den Aufsatz aufgeschafft, am Lycée auf Dissertation aufgeschafft, der Kompensationsmechanismus als angefeiert gehen, dann immer mehr erweitert gehen, an verschiedene Klassen, also schon gar nicht mehr möglich durchzufallen. An das andere Beispiel, wenn ich wieder von sozialer Kohäsion geschwärzt habe, da sehen wir auch ganz klar, dass lo angefangen wird, eine segregationistische Politik zu machen, das heißt, dass die Schule hingeht an Schüler nur Sprache, Familien trennt,
da die sieht ganz klar nein zur Segregation. Was proposieren wir? Mehrsprachigkeit. Da die wir haben in der traditioneller Mehrsprachigkeit fest, auf höherem Niveau, mit der ADR kriegt aber auch der Lützebäuer Spruch nächst eine mehr große Wichtigkeit durch den ganzen Enseignement. Und wieso kann die am Lauf von ihrem schulischen Parcours an Land kommen, da muss speziell Accueilsklassen gebildet gehen, die kann dann fit machen für das Lützebäuer Schulsystem. Evaluation, Bildung. Wieso ganz klar, dass Defizite sollen nicht durch eine schleierhafte Evaluation mit Kompetenzen verdeckt gehen, an mir steht für eine rationell und nachvollziehbare Evaluation auf Basis vom Affären, von Punkten und Zensuren. Da soll man am Sekundär darf maximal Fach kompensiert gehen, wobei die Decision aber beim Conseil de Classe liegen muss. Zusammenleben, Werte, Religion, mir so ganz klar, die Erziehung von den Kindern als die Aufgabe von den Eltern, muss zur Aufgabe von den Eltern gehen, und noch die Sexualerziehung muss anhand von den Eltern gelöst gehen, an eine Kehrforderung von uns, dass die Eltern nicht schwach kriegen, ob sie hier Kinder am Kurs wie in Société erschreiben oder ob sie sich entscheiden, hier Kinder an Religionsunterricht anzuschreiben. Dann Lehrpersonal. An der letzten Legislatur als Bürokratie munter gewusst, wir haben eng Institutionen, nur die andere, die gegründet haben. Es gab Mediateur scolaire gegründet, es gab Observateur de la Qualité scolaire gegründet. Und mir so ganz klar, dass Bürokratie an den Schulen reduziert muss gehen, drastisch reduziert muss gehen, dass Schulpersonal sich um das Wichtigste kümmern kann, nämlich die Schulhallen. Dann der Kampf gegen Gewalt an der Schule werden wir verstärken. Wir brauchen nicht ein Code de Conduite, mehr ein klaren Reglement de Disziplin, da das auch terminologisch an den letzten Jahren ausgeklammert ging. Es geht aber just über ein strikten Reglement de Disziplin, wo klare Regeln festgehalten sind, sodass ein schulisches Funktionament kann sichergestellt gehen. Dann Schulsport, mit der ADR wird der Schulsport revalorisiert. Mir so ganz klar ein gesunde Geist und dann ein gesunde Körper, dafür hat der Schulsport eine besondere Bedeutung. Bei den Griechen an Präkos muss Lützeburg Stimmgangsspruch sein. An der Primärschule werden wir nächst das Schulklassensystem, ob das Schulklassensystem zurückkommen, und nicht ob das System von den Zyklen. Beim klassischen Lycée muss es so sein, dass Sektionen flächendeckend müssen angeboten sein. Es kann nicht sein, dass den zu Wolzen der Schule, dass den sich da gut angeliefert hat, an den anderen Lycée muss gehen, weil die eine oder andere Sektion nicht angeboten wird. Und ob alle Sektionen am klassischen Lycée geht ob manst 1 Stunde pro Woche für die Lützeburger Spruch und Kultur angefordert. Allgemeine Lycée mit der ADR wollen wir die Berufswelt über die Handwerker kommen, über die Handelskummer besser an den Unterricht, an den Berufsunterricht abbringen. Weiterbildung, wir werden Demand von der Schule für die zweite Chance und Demand von der Erwachsenenbildung ganz genau auf die Lehrstühlen. Aber wenn es da Nachholbedarf gibt, werden wir das ausbauen. Also die Kehrforderung von einer guten Schulpolitik ist, dass wir im Niveau Leistung klar Regeln haben, weil wir damit den Schülern eine Chance geben auf ihre Zukunft. Lützeburger Spruch für Integration und Sozialkohäsion. Da der als die Partei, die sich am längsten, am stärksten und mit voller Konsequenz für einen Spruch ersetzt. Eine gute Integration über die Lehre von der Spruch als der Garant für eine Sozialkohäsion. Ein eigenes Minister für Spruch, Integration und Kultur. Da der wird das Minister für Lützeburger Spruch, Integration und Kultur an die Leben rufen, den Promotion vom Lützeburgischen organisiert und koordiniert, da der wird eine Kommission ersetzen, die Lützeburg Ausdruck finden oder formulieren soll, für neue Institutionen zu benennen, auf freiem Ausdruck, zum Beispiel Maison Relais zu ersetzen. Für eine wirklich Mehrsprachigkeit. Alle Formulare von den staatlichen Administrationen und Gemengen müssen an den 3 Sprachen zur Verfügung gestellt gehen. Das Lützeburger Spruch an der Verfassung. Da der hat schon für dritte Kehr eine Proposition an der Chambre analysiert für den Lützeburger Spruch an der Verfassung verankern. Da der proposiert diesen Text. La langue du Luxembourg est
luxembourgeois. La loi règle l'emploi des langues luxembourgeois, françaises et allemandes. Unerkennen als offiziell Spruch an Europa. Da der sucht dafür, dass Lützeburg so sehr wie möglich als offiziell Spruch von der Europäischen Union unerkannt wird. Gut Kenntnisse von der Lützeburger Spruch eine Kondition für die Nationalität. Da der wird Nationalgesetz dahin verbessern, dass nächst de Niveau wird am verstehst du mich am Schwätze verlangt wird. Am öffentlichen Dienst, da der sich dafür, dass gut Kenntnisse von der Lützeburger Spruch eine obligatorische Voraussetzung sind, für Posten am öffentlichen Dienst umzutreten. Der Lützeburger Spruch am Gesundheits- und am Pflegesektor, da der verlangt, dass gut Kenntnisse von der Lützeburger Spruch eine obligatorische Voraussetzung sind, für am Gesundheits- und Pflegesektor können zu schaffen. Der Lützeburger Spruch am Berufsleben, da der fordert, dass der Lützeburger Spruch als Umgangsspruch an die Betrieber zur Normalität geht, das obmanst am Kontakt mit den Klienten. Staatlichen Efforten für die Betrieber zu helfen, Lützeburger Spruch zu verbessern, die vergrößert. Der Lützeburger Spruch am Enseignement. Da der wird Lützeburger Spruch als Integrationsspruch stärken, das auf alle Niveauen an der Erziehung an der Schule, von der Crèche bis auf Premiere. Mehr Lützeburger Kuren. Da der wird dafür sorgen, dass genug Kuren organisiert gehen, für die Demande notzukommen. Lützeburger Spruch an die Gemengen informiert über die Möglichkeit, Lützeburg zu lehren. Beim Ummelden kriegen die Leute auch direkt Broschüren ausgedeelt, wie zum Beispiel 700 Wörter Lützeburg. Und zuletzt, ein ganz Dinge, die die letzten Zeit immer durch die Zeitung gegangen sind, gehen als echt Schilder von den Ortschaften, Straßen und Gebäuden, gehen als echt auf Lützeburg geschrieben. Das ist so nicht merci für den Urlaub. Na, kommen wir dann noch zu der Migrations- und Asylpolitik. Er setzt der sich für einen effikazen Schutz von den EU-Außengrenzen an, aber nicht durch nationale Maßnahmen komplettiert, für so illegal Immigration zu verhindern. Wir applizieren Konvention von 1940 über den Schutz von Zivilpersonen an Konfliktsituationen, die Asylrechtskonvention von 1951, die Schengen-Konvention und die Akkorde von Dublin. Wenn auf europäischem Niveau das Rechtsinstrument nicht effektiv angehalten und durchgesetzt gehen, muss all Land Recht tun, seine nationalen Interessen durch adäquate Maßnahmen inklusive Grenzkontrollen zu schützen. Da der ist auferstanden, dass Lützeburg zum Schutz von den europäischen Außengrenzen beiträgt, inklusive durch einen Beitrag zu Frontex, da der feiert am Bereich vom internationalen Schutz eine Humanpolitik an als immer dazu berät, Leute, die verfolgt gehen, zu helfen. Personen, die Recht tun auf Asyl, können am Kader von einer europäischen Solidarität zu Lützeburg relokalisiert gehen, das aber immer aufgrund von einer souveränen nationalen Decision. Wir werden dafür sorgen, dass das Asylrecht eine nationale Kompetenz bleibt, respektiv nicht so geht, pardon. Da der als gegen eine europäische Quoteregelung für die Verteilung von den Migranten. Leute, die von sich aus über sicher Drittstaaten auf Lützeburg kommen, haben kein Recht auf Asyl. Da der toleriert keinen Missbrauch vom Asylrecht und erlaubt keine illegale Immigration, zum Beispiel aus ökonomischen Gründen. Gesucht wird auch für eine sehr und effikace Prozedur beim Asylrecht. Konform am internationalen Recht muss es Ziel sein, die Personen, die hier im Land als BPI, sogenannt Bénéficiaire de Protection Internationale oder DPI, Demandeur de Protection Internationale sind, so sehr wie möglich an ihre Länder zurückzuführen, sobald wie die Konditionen es erlauben. Ein internationaler Schutzstatus darf nicht mit einer permanenten Immigration verwechselt gehen. Die Leute, die prioritär an ihre eigenen Länder gebraucht. Da der schwätzt sich dafür aus, den Monten auf Asyl so weit wie möglich außen dem Gebiet von der EU entgegenzuholen und das dort zu ersichern. Da der also gegen all Politik, die kriminelle Praktiken von Schlepper und Menschenhändler direkt oder indirekt unterstützt. Ziel ist es, Migrationsbewegungen durch eine realistisch und praxisnah Entwicklungshilfe, eine generöse wirtschaftliche Kooperation und durch eine gute Diplomatie zu prävenieren. Staaten, die ihre Ressortissants nicht zurückholen, müssen mit Konsequenzen rechnen.
Bei Personen ohne Aufenthaltserlaubnis wird der Gesetzer über Davanderen an Aufenthaltsrecht zu Lützeburg strikt applizieren. So nicht merci. Wir wären dummer hat der Klänge survol fertig. Natürlich stehen an einem Wahlprogramm nach viel mehr Sachen dran, über viel mehr Sujeten. Landwirtschaft haben wir zum Beispiel Logone geschwarten, Tierschutz, ich weiß nicht. Es gibt nach Kupweis Sujeten, können ich denke, 70 Seiten füllen sich, es wird lot zu lang. Wenn man das alles high ausbreiten ginge, da gibt da bis den Ofen sitzen. Ich weiß nicht, ob mir das high aushalten ginge bei den Temperaturen im Moment. Aber ich gebe nur so, wenn frohen hat, wir sind nur all high, die steht euch zur Verfügung. Auch die nicht geschwart haben, können eine Antwort, dürfen eine Antwort geben. Wann ich gelieft. Wir werden aber froh. Ja. Leute ja wohnen Arbeitslosen mit Gutkommen ich richtig verstanden und trotzdem muss da alles zustehen an der Studium aufgegangen. Ja, ganz einfach gesagt, in dieser Legislaturperiode 60.000 zusätzlich Arbeitsplätze geschafft, an der Schulmarsch als knapp 2.000 Leute zurückgegangen. Das heißt also, dann muss ich 60.000 Plätze schaffen, und dann geht dann 2.000 zurück. Da lesen wir das Schulmarschproblem heißt Lützburg nicht durch Zuwürsen von den Arbeitsplätzen. Nach Frohen. Ja, ich weiß nicht, wie stellen wir das viel, dass der Marken und Asyl soll draußen im Gebiet von der EU abwürdig dann in der Sicht gehen. Was für Konsequenzen droht den Staaten nun, die hier deshalb die Sante nicht wollen zurückbleiben? Schenke vielleicht bei der Twitter vor un. Mün eng Tendenz in Europa, wo verschiedene Länder zwar verlangen, dat Flüchtlinge sollen ihre Schlüssel verdeelt gehen. Allerdings gehen dieselbe Länder hin, erschließe bilateral Rückfeierungsaufkommens, man einer Reihe von Ländern, wo Probleme bestehen, wie hier Ressortissants zurückzuholen, notamment mit Algerien, Tunesien und Marokko. Das ist sicher falsch, wie das so zu machen, das ist unsolidarisch. Ich meine, die Idee ist schon die richtige, nämlich es kann nicht hingehen an den Ländern, die verweigern, Ressortissants zurückzuholen, aber auf der anderen Seite großzügig ökonomisch Konzessionen machen. Ich meine, du als ein Gif, ich meine, wenn wir Wunsch schon in die Länder berechtigte Wunsch, weil die Leute kein Aufenthaltserlaubnis an europäische Staaten, respektive zu Lützeburg schon, das müssen die Länder verstehen, also sie müssen uns dann entgegenkommen. Sie können dann nicht auf der anderen Seite erwarten, dass wir generell Handelskonzessionen oder Advanced-Konzessionen machen, für das Verhalten dann noch zu belohnen. Die andere Frage, die ist natürlich nur den Umständen zu gucken, es gibt verschiedene Varianten. Sie wird das Leute, die verfolgt sind, bei mir gesagt, wir handeln hauptsächlich auf der Basis auch von der Asylrechtskonvention von 1950, die können sich selbstverständlich in diplomatische oder konsularische Missionen von einem EU-Staat respektive von Lützeburg an ihre Staaten adressieren, wenn sie in einer Notsituation sind, dadurch, dass sie zum Beispiel aus politisch-ethnische, religiöse Gründen verfolgt gehen. Wir haben gesagt, wir haben noch Stracht, dass wir ganz human handeln, wenn man dort Möglichkeit tun, dass sie mehr Mämmeret Münners als RDR an der Vergangenheit übrigens schon noch gegenüber der Regierung ein paar Mal angesagt, dass man es sollten engagieren, zum Beispiel wie die verfolgten Christen am Mittleren Osten, für Leute, die in Pakistan zu Tod verurteilt gesehen, haben wir verschiedene Interventionen beim Außenminister gemacht, nicht immer mit Erfolg, muss ich sagen, sodass man ganz human Politik verfolgen. Leute, die schon in NRW sind, Leute, die in Afrika in NRW sind, das wissen wir auch an andere Regionen wie Richtung Europa zu gehen, die müssen natürlich auf der Platz Fazilitäten finden, da wo sie gerade sind, wie sich können europäische Autoritäten zu adressieren. Ich meine, da muss man einfach eine Evolution Rechnung drohen, so wie sie eben an der Aktualität geschehen. Das ist eine Sache von der flexiblen Organisation, wenn wir es arrangieren. Wichtig ist, dass die Leute einen Ursprungsplatz finden, wo sie nach humanen und rechtlich korrekte Bedingungen hier Urlaubs können vorbringen, sodass wir das können evaluieren. Ja. Ich habe zu den Pensionen geschrieben, dass muss eine Diskussion können gefeiert mit Organisationen, bei den so selbst bleiben, für den Tor, den
den Rücksätze bedeutet die nicht mehr überschreiten oder schmengen wir tun das ganz klar erklärt hin, dass wir an dem Schneeballeneffekt dran sind. Münner Blick 400.000 bis 410.000 Leute am Privatsektor die schaffen. Da wissen wir, dass der 40 Jahre mans 400.000 Leute an der Pension. Aber am System dranbleiben braucht man 2,5 aktive für eine Pension zu bezahlen. Da wissen wir, dass man 40 Jahre muss 1 Million aktive Hai am Land tun, für die Pensionen zu bezahlen. Wenn jeder weiß, dass das nicht möglich ist, dass das nicht wünschenswert ist, und dafür muss man diskutieren. Und eng von den Maßnahmen ist, dass man so, es kann den auch über neue Finanzierungsmodelle diskutieren, das muss immer der Sozialpartner sein, mit kann ihn aber auch ohne Kotisationen schaffen. Was wir schon als Prinzip festhalten, dass die Paar in Drittel müssen bestehen bleiben. Für den Staat, für den Patronat und für das Salariat. Wie heißt das geht? Das muss diskutiert werden. Wenn wir nichts machen, man gibt das System so laufen, los wie es lebt, dann hätte man einen Überschuss, momentan 18 Milliarden Überschuss, dass sie bald 5 Mal Jahres Depensen. Und wir gehen davon aus, dass man nach bis Jahr 25 werden Überschuss kriegen, die zwar dann alle Jahres mehr klein gehen, das heißt die 18 Milliarden können nach bis auf 23, 25 Milliarden hochklammen. Und da sind wir 2005, 2007 dort an der Situation, dass die annuelle Recette just die annuelle Depensen decken. Und da gehen wir dann und Reserven. Dann hätten wir nach für 15, 17 Jahre, wo man Kinder von den Reserven. Aber wenn wir bis dahin nichts gemäht hätten, also man gibt einfach so viel laufen lassen, und dann gibt man einen Tag so mal keine Reserven mehr, dann müssten die Kotisationen quasi auf einen Tag verdoppelt gehen. Da müssen sie 50% quasi rupgehen für dann das Pensionssystem nach so zu erhalten. Und dafür so mir, es muss frei aufhängen, für nicht müssen drastisch Maßnahmen zu machen. Und da muss ich eben mit den Sozialpartner diskutieren, ob ihr nicht seht, soll man nicht Kotisationen für all Paar, soll einfach, nicht dass das eine Proportion ist, 0,5% unheichen, wenn die frei aufhängt, weil die nicht muss mehr drastisch machen. Weil das Resultat, der Weg, die leidet fest. Nee, wir sollen so frei wie möglich aufhängen, dafür wir auch gesagt, wir haben schon eine Proposition gemäht, wo wir so, dass ein Ajustement, jeder kriegt ein Ajustement nach, aber nicht mehr auf den 2 Mindestlohn, an dem Montan, den drüber als der geht degressiv rauf, bis zu einem bestimmten Montan, wo noch null ist, für das auch schon eine Proposition konkret gemäht ist, wo kann angespurt zu gehen. 2013 als Gesetz erkraftet hat, das war in einer CSV in der SAP-Region, da machst du Bartolomeo, war Sozialminister, wo die Pensionsalter 3 Jahre geheischt ist. Das wissen viele Leute nicht. Wir haben Privatsektor als den Pensionsalter 3 Jahre geheischt gehen. Das muss also alle Jahre 1 Monat mehr lang schaffen gehen. Aber Blick muss ich bis 60 Jahre auf 4 Monate schaffen zu gehen, für die selbe Pension zu kriegen, die in 2013 mit 60 Jahre kommt. Und das geht durch alle Jahre 1 Monat los. Es kann in der Römer mit 60 gehen, mit der Pension mehr klein. Aber die mehr lang schafft, da kriegt er eine ganz Pension, und das geht dann nur, muss in 3 Jahren mehr lang schaffen, für die selbe Pension zu kriegen, wie 2013 gut. Und das ist am Anfang dasselbe System, wie in der Fonction publique besteht. Du hast es schon 1999 angefordert gegen das Übergangsregime, das 5. Pensionssystem. Durch kriegt Haut auch beim normalen Pensionsalter kein Funktionär mehr 5/6, er muss mehr lang schaffen und Haut praktisch schon 2 Jahre mehr lang schaffen und dann hört er 5/6, geht dann beim Pension, wie das früher der Fall war, kriegt man wie 5/6. Und alles im Privatsektor, dieselbe System dürfen, wenn Sozialisten immer so Martine gibt, keine Pensionskürzungen gehen oder Augmentation vom Pensionsalter, das ist ein sozialistischer Minister schon 2013 geschieht, dürfen brauchen haut nicht nein zu geschehen. Auch am Privatsektor.
muss am rapport von der Securité sozial all stehen die genau damit gibt ein gut Party am Privatsektor. Das wahrscheinlich nicht Majorität, aber ein gut Party. Nachfroh? Ja, natürlich. Selbstverständlich geht do am Religionsunterrichter am Bereich von all den Religionen, die eng offiziell Unerkennung haben. Also dass wir lo hauptsächlich dann die 3 Großweltreligionen da sind du als Mächt, dann der Vierdeel ist einfach, dass man aus den wenn sie froh natürlich mir Zwange gehen. Wenn man mir hun dann der Vierdeel, dass man rauskommen aus Hinterhof Religionsschulen, die mal verschiedenen Kommunitäten am Moment tun, dass der Staat auch auf das Programm Abflusshöhle kann, auch noch auf Qualifikation von denen Leuten, die dann do den Unterricht machen. Und natürlich bleibt der Wertunterricht, soll der Schwa möglich sein. Also es gibt keinen an den Religionsunterricht gezwungen, den nicht will, selbstverständlich nicht, oder den das nicht für seinen Kanner will. Für eins gehört Religion matt zum Ausbildung von einem Jugendlichen, den ausgebildet geben muss, oder vermitteln viele Werte, wenn das dann der Schwa von den Eltern ist. Nee. Das wäre ähnlich dem deutschen Modell, wo der separat Kuren hat, wo, wenn ich den deutschen Modell höre, wo der katholisch, protestantisch und auch islamisch Religionskuren hat. Die fanden dann zur gleicher Zeit, aber auch parallele Reim statt. Da gibt natürlich nach als Feiertunität der Wertunterricht, wie doch an Deutschland. Ich meine, wer kann kein froh um sehen. So mache ich merci, dass so zahlreich kommen seht. Liest, wann ich gelieft, das ganze Programm, an nicht nur das Resümee. Mir wäre froh darüber. Vielen uns merci.